Wir waren nu naar de boodschap gaan en ik wil nog voor Willy beden en zijn wat hij heeft te zeggen te aanzien van jou. God, ik dank u voor Willy, wat u ons am geschenkt hast von der Sommerst, din Wort hier reden. Ik bid dat du wisch dine nun geben, dort te reden, wat du was haben, en dat du wisch onze harten opmerken, damit wir das können glauben en sein, wat dat is wat du was te sagen hast von der. In Jesus' Namen, Amen. Good morning. Welcome here. Wir sitzen und da sind vielleicht Vacation gefahren this weekend. Und some sind vielleicht hier für Vacation, so welcome hier, wenn ihr hier so ja sind. Jetzt wäre das eine Vacation gefahren, aber hat nicht gesagt, dass ich das von der Predigen und so. Speziell gesagt, es so lange war, weil ich hier war, aber das ist gut. So sehr lang 3 Jahre. Ich werde für eine Woche 2 out of service. Wir hatten ein kleines Baby, so ich spreche dort for some reason, dass sie erst ein paar Monate war, weil ich hier war. Bei meiner Botschaft von der war ein kleines Match mit was Johnny letzte Woche hat, was ich hier reden, das ein von den Versen, was er hat, was auch in meiner Botschaft sind. Und dort ist 1. Thessalonik 5, 16, Vers 16 bis 18. Ich werde auf Deutsch probieren, hier zu lesen. Seid immer froh, holt an mit Beten. Seid in alle Lehren dankbar, weil es Gott dort in Christus Jesus von uns verlangt. So das ist, was Jesus von uns verlangt, dass wir wollen anholend sein mit Beten und immer dankbar sein, was immer wir durchgehen. Dort ist den sein Willen für uns. Und das, was Johnny hat letzte Woche ein bisschen von geredet, ist, was Gott sein Willen ist. Und das ist ein von den Versen, wo das klar sein wird, was Gott sein Willen ist für uns. Und so, die Botschaft von der ist von einer Einstellung von Dankbarkeit. Ich kann nicht dort wird gebraucht Dankbarkeit, aber ich weiß, was dankbar ist. Und wenn ich abchecken, was Gratitude auf Deutsch ist, das ist Dankbarkeit. So, ich bin sehr dankbar. Wenn eine Dankbarkeit, Gratitude auf Englisch dort meint, dort einer ist sehr dankbar, obviously, aber das meint auch, dass einer ist bereit zum Appreciation wiesen, dass einer bereit ist zum was geben oder freundlich sein oder was immer. Einer ist sehr dankbar für was der Nächste getan hat. Einer hat Gratitude. Das ist, was das auf Englisch ist. Das meint ein kleines anders, weil auf Englisch ist auf Deutsch. So, warum ist Gratitude important? Warum ist Dankbarkeit wichtig? Das wird sehr wichtig für den Apostel Paul. Ich da in der Bibel, in der Plumbuch lesen, da nicht durch Paul seine Letters lesen, auch durch die Geschichte von der König David. Und, Psalms hat David sehr viel geschrieben. Und dann all diese Letters hier im Neuen Testament hat Paulus geschrieben. Und so viel von beides, von den Männern, wird ein von den größten, besten Lehrern sein, was wir haben gehört, die sind sehr auf Dankbarkeit. Das ist sehr wichtig zu dir was. Und eine dankbare Einstellung haben ist sehr viel Kraft dabei, it's very powerful. Dort unsere Gedanken changen und unsere Actions, was wir tun, auch changen. So, wir wollen ein klein bisschen gucken, was der Gegenteil ist von Dankbarkeit. Das ist undankbar sein. Und in Römer 1, Vers 21, du sagst dort, und wenn sie Gott erkennen, sie geben ihm nicht die Ehre aus Gott, und haben ihm nicht gedankt. So hier redet von diesen ungläubigen Menschen. Die glauben an Gott, die wissen, wer Gott wird, aber die Gott nicht die Ehre geben und die haben ihm nicht gedankt. Das wird du in Römer sein. So, da hört sich das von, at das wenigste haben die wenigstens auch so dankbar sein zu Gott.
En dan 2 Timotheus, du redt dat met je van de eng van de Welt. Kan de eng tijd wat zijn? 2 Timotheus chapter 3, vers 2, du sagt dat Menschen wollen sich bloß selbst gleichen, die wollen Geld gleichen, die wollen sehr Beruf tun, sehr puchen, die wollen ungehorsam sein zu ihren Eltern und undankbar sein. Die wollen nicht ehren mehr. So das wird was sein zur letzten Zeit. Paulus sagt, Menschen wollen undankbar sein. Nach ich denke, was undankbar wird vielleicht sein, ist Grenzen, ne? Complaining. Wat mir ganz dort fallen, wenn somebody grenzen dat? Wenn ich einmal grenzen dat, ich glaube, meine Freunde würden bald eng auf von mir stehen. Aber die, wie ich nachher nicht mehr auf den Phone kann kriegen, wegen die würden all weiten, das, was war da vielleicht something zum Grenzen haben. Ich denke mit an meine Mönche, die das sehr viel eten für uns immer merken. Und ich kriege das sehr viel. Und es ist befreit wie Tüß, dann die meine Mama mir am Eten merken, und sie merkt das einer war ich. Und ich wieder gewarnt, Schoblen, Rehe, und dort und ja, und sie sagt, das gewarnt sie. Und dann auf einmal, wenn ich 20 Jahre mit Mama gelebt habe, nie auf einmal nie befreit einer sich, nie als einer nicht heim, nicht eten, und das Eten, das schmeckt schön. Meine Mutter kann sehr viel eten merken, aber das ist anders, nicht? Und mir ist es immer sehr wichtig, nicht grenzen über das Eten, no matter what. Wenn es verbrennt ist, oder was immer es ist. Bloß Schaftigkeiten und Schmacksen. Ich sage zu meinen Kindern, du nicht der Hund bieten, was die Feiden tut. Das ist ein Saying, was wir somewhere gelehrt haben. Und ich weiß, was zu meiner Mutter tut. Einmal habe ich vielleicht mit ihr gegrenzt über das Eten. Ich weiß, unsere Kinder haben noch mal gegrenzt über das Eten. Und das darf keine Mut zum meiner Eten merken. Und so wir müssen sehr abpassen wegen Grenzen. Und dass wir nicht wollen undankbar sein, aber dass wir wollen gegen Gott grenzen. So wo fällt Gott sich, wenn wir Grenzen tun? Das in der Bibel sind Geschichten, wo Menschen Grenzen tun, und das sagt sehr klar, wo Gott sich fällt darüber. Die Israeliten in dem Alten Testament, das ist in dem Buch Numbers, ich weiß nicht, so ob Deutsch Nummers ist. Ist das gleich immer sagen, ist das Nummers? Ja, okay, Nummers. Nummers auf, Vers 4, du fängst dort an von den Menschen der Grenzen. Die Israelites began to complain, sagt das hier, und sagen so, wenn wir bloß mal was Fleisch haben zum Eten. Gott hat uns immer jeden Tag Manna gegeben, das Brot, das von Himmel raufkam. Und da hatten doch wohl jeden Tag das selget. Und fangen die Menschen an zu grenzen. Dann sagen sie, wir wollten dort nach, dass wir Fisch haben. Wir können so viel Fisch essen, als wir wollen in Ägypten, dass wir Sklaven werden. Wir haben Cucumbers, Melons, Onions und Garlic, so viel als wir wollen. Und nie alles, was wir immer sein tun, ist bloß Manna. Was Gott geben wird. Und ein paar Versen wieder. Du sagst dort, Moses hier alle Familien, was du bei ihrer Tanzstunden und den Whining, Grenzen. Und dann sagt dort, and the Lord became extremely angry. Moses was also very aggravated. So Gott gleicht dort nicht. Dort sagt er, wird sehr doll, du Eva. So jetzt wird wir weiten die Geschichte, nicht? Gott hat nicht Fleisch schacken. Der Fleisch, das kam mit ihre Ohren, ihre Nase, die haben so viel Fleisch und die essen so sehr viel, dass das macht die sehr krank. Nicht der Hund bieten, was die Feiden tut. Ein paar Kapitel wieder, Nummer 14, du gehst weiter wieder. Du sagst Gott, wie lange mache ich mit diesen Menschen in ihre Grenzen horchen? Er sagt, ja, ich habe die Grenzen gehorcht, gehört, was sie gegen mich merken tun. Nie sei ein zu dir, sagt er. Er sagt nicht zu Moses, was Moses soll zu den Israeliten sagen. Er sagt, hier werden alle sterben in der Wüstennis, wegen den Grenzen gegen mich.
Jeder einer von ihnen, der 20 Jahre in Allah ist, wird sterben. So, hört mal, was ich sage hier. Wegen die Grenzen deuten gegen mich. Je war nicht in das Land nehmen, was ich ihnen versprochen habe. Bloß Caleb und Joshua wollten das Land nehmen. Und wir wollten das Geschichte hören, nicht? Caleb und Joshua, die kamen 3 von den Spies, die wir in zurückgeschickt haben. Und das waren die einzigen 2, die eine feine Einstellung hatten. Das sage ich nicht, dass die Einstellung hatten von Dankbarkeit, aber die hatten eine positive Attitude. Und dort sitzen nur, dass sie sind dankbar gewesen und haben gewusst, dass mit Gott alles was fein schaffen. Ne? Aber der ewige Deuten nicht. Und dort wird der Punishment dafür. So, das sind lots of benefits, sehen, was wir können kriegen von dankbar sein. Und ich war durch some von den gehen. Der erste ist, wenn wir Dankbarkeit haben, wenn wir Gott dankbar sind, dann dürfen wir ihn verherrlichen. Das allein ist der einzige Grund, wegen was wir sollen dankbar sein. Wenn wir wollen Gott verherrlichen. Wir dürfen nicht Gott verherrlichen und dankbar sein für was er uns gegeben hat. Wir sind Gott dankbar für wer er ist, wenn er der Geber ist. Alles, was wir haben, wir wissen das nicht wegen uns, aber wegen das von Gott kommt. 2. Korinther 4, Vers 15 sagt, Gott seine Genug soll immer mehr Menschen raten. Und er dankt dafür von Fehler, wird Gott noch richtig verherrlichen. So, wenn wir Gott danken, dann wir dann Gott verherrlichen, wenn wir das tun. Der nächste Ding ist, Dankbarkeit hilft uns, Gott zu sein. Wir können Gott nicht sein, nicht? Das ist invisible. Aber wenn wir dankbar sind, wenn wir weitergeboren sind und wir dankbar sind, dann gehen unsere jährliche Üben up. Dann auf einmal sind wir Dinge anders, was wir nicht tun, aber du tun. Der Dollar wir am Danken dann, der Meier sei wir, was er durch uns schaffen wird und durch andere Raum uns schaffen wird. Ich weiß danach, ich war geboren wird und Gott angenommen hat, das ist mein Heiland, dann Dinge passieren, ich dachte nicht viel über. Aber nur dem, als meine Augen werden aufgegangen, ich werde blind und ich sein kann, so viele Dinge, die passieren in einem seiner Leben, durch den Weg. Die waren nicht ein paar Mal der Weg. Eine Tiden Dollars, andere Tiden, aber wenn einer die Augen aufhat, wenn einer dankbar ist, dann kann er sagen, ich habe mal hier gehabt, mir war durch diesen Mensch, kriegt der rechte Zeit, diese wieder zu mir sagt, und hat einen Segen, der wir kriegen, das ist dort. Das ist bloß ein Beispiel. Aber verschiedenste Dinge, wenn du Blessings kommen down, Segnen kommen down, nu ist das von Gott. Nu kann ich Gott sein durch dich, wegen meine Augen sind up. Und ich bin so dankbar für alles, was er für mich tut. Jakobus Kapitel 1, Vers 16 sagt, Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father. So jeder gutes und perfekt Geschenk kommt von Boden. Und wenn wir dankbar sind, dann kann das sein. Aber wenn wir nicht dankbar sind, dann, gut, dann hat hier war ein klein mit dir, was wir kriegen, du war ein klein mit dir kriegen. Aber wenn wir dankbar sind und wir weitergeboren sind, dann sagen wir, Dankeschön Gott. Dankeschön. Du bist so gut zu mir. Dann können diese Dinge sein, dass das ist von der Führer. Noch ein Ding ist, Dankbarkeit, der uns Frieden geben. Wenn wir dankbar sind, dann haben wir Frieden. Und Gott sagt es hier in Philippa Kapitel 4, Vers 6, du fängst an und sagst, sorg jünd nichts. Laut Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sein, alles weiten, was ihnen fehlt. So mit Beten und Prachen und Dankschein sein, soll wir am alles weiten lauten, was uns fehlt. Und Gott seine Frieden, der wird über alles geht, was Menschen verstehen können, was ihnen Horten und ihre Gedanken in Christus Jesus bewahren. So, das sage ich klar. Wir sollen am sein, was uns fehlen, und
Dankschein sein und Dankbarkeit haben. Und er wird uns geben, was uns fehlen wird. Was fehlt uns? Das ist vielleicht eine große Frage, ne? Nie ein Truck? Vielleicht, probably not, ne? Nie ein Haus? Probably not. Aber er wird uns geben, was uns fehlen wird, wenn wir in Christus sind. Dankbarkeit wird uns nach Gott nu bringen. Du hast eine kleine Geschichte in der Bibel von den 10 Lepers. Ich weiß nicht, was sie dort auf Deutsch sagen. Aber die hatten die Disease, wo ihre Skin, ihre Haut abfressen dort. Wo mit der Zeit dann haben sie nicht Finger und das eigentlich überschlafen nach der Nächste. Und denk mal, wenn die in der Zeit gelebt hat, diese Zeit habe ich nicht mehr so sehr viel sind dort, aber wenn ich meine Familie habe und ich habe einmal dort kriegen, ich würde meine Familie verloren. Ich würde meine Kirche verloren. Ich würde alle Menschen verloren und allein somewhere wohnen mit anderen, die Charakter Disease haben, das Leprosy, somewhere buiten der Stadt wohnen, wegen so arm wird, so leichter das überschlafen, so sehr wie die Menschen Angst dafür. So meine Kinder, meine Frau, wir haben es verloren, wenn ich es dort habe. So hier ist Jesus ein Tag, das ist in Lukas Kapitel 17, Vers 17 fängt an. Oder fängt mit Eier dort an, aber du hast Jesus vorbei, und diese 10 Männer, die sind eng offen sein, der schreien Jesus, er soll Mercy haben an End. Und sie machen immer, dass sie dann zu der Zeit wird, dann müssen sie immer, wenn Menschen dich bekommen, dann müssen sie die Weiten lauten, dort wieder Law, was da wird ist. Die müssen sein, unclean müssen sie brauchen, dass Menschen das wissen, okay, du musst in einen engen Raum gehen, Raum der Menschen. So hier kommt Jesus, und sie prachen Jesus. Und wir weiten die Geschichte. Jesus sagt, gut von hier, und wie sind diese beiden Priester, dort die rein sind. Und dann, als die Tiere stark verloren dann, da wollen sie das an, hingewiesen, dass sie sind rein. Da wir die Finger schauen, hat der Finger schwer Träge kriegen. Was der nicht Finger schaut, hat der Finger schwer Träge kriegen. Da wird der ganz voll Ulcers wird, da hat das war rein geworden, sind sie das einmal rein geworden. Und wir wissen, dass die Geschichte bloß einer kam 3, nicht? Und dann noch nicht bloß einer kam 3, aber der Fremde, der kam 3, der Samaritan, nicht der Jude. Vers 17. Dann sagt Jesus zu ihm, werden du nicht tun, dort du rein worden, da du rein worden? Wo sind die anderen Nähen? Wir saß keiner aus des Fremde zu finden, da du erträgt heim Gott zu danken? Und er sagt zu ihm, steh ab und gut dienen war ich. Du bist rein durch deine Glauben, du bist durch deine Glauben geheilt. So bloß einer kam 3. Warum kam bloß einer 3? Ich glaube, die anderen sind vielleicht auch alle mit dankbar gewesen. Ne? Geht nicht anders. Das sei ja leicht, dass diese Menschen sind in ihre Familie gerannt, nicht? Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo das selber tun. Ich weiß nicht. Aber ich würde wenigstens die große Verlangen haben, meine Familie zu ran, wenn ich meine Familie verloren. Aber das ist einer, der kam 3, und dort ist der Fremde. Und der folgt und Jesus seine Feit und Dank an. Der hat Dankbarkeit. Der weiß, von wo diese Gabe kam, von wo das Geschenk kam, das kam von Gott. Und dann, ich glaube, dass Jesus zu ihm sagt, wenn er heute all geheilt, nicht? Er sagt, die wollen geheilt worden und die werden alle geheilt. Und dann kam der 3 und der Dank sagen, wenn ich sage, Jesus, durch deinen Glauben bist du geheilt. Und in der griechischen Wort, dort wird dieser geheilt, was der brauchen dann, da kann er 2 Wege brauchen. Da kann er brauchen zum Heilung oder Gerat, saved. Und so, mir würde es nicht wundern, wenn Jesus hat gesagt, durch deinen Glauben bist du nie gerat.
Das ist einer von den Tieren, der wisst, dass wir am geheilt haben von Buddha-Scheim. Der hat einen Glauben. Der hat Dankbarkeit. So, wenn wir Dankbarkeit haben, das bringt uns nur an Gott. Das ist einer Leopardheit. Wenn wir Dankbarkeit haben, das bringt Friedenkeit. Friedenheit. Uns jankert nicht alle Sorten unter, wenn wir dankbar sind. Nicht dort weit wir all. Das brauche ich nicht explain. 1. Timotheus, Kapitel 6, da sagt dort, ich kann das hier nicht auf Deutsch, aber er sagt dort, Godliness with contentment is great gain. Dort ist ein großes Gewinn, wenn einer Friedenheit hat. Das sage ich hier wieder, dass wir brauchen nichts nicht in der Welt nehmen und wir können nichts nicht rüberbringen. Und wenn wir eten und Kleider haben, dann wollen wir Friedenheit haben. Dankbarkeit gibt uns Mut. Das ist Randolph immer Felken sagen, dass er sagt, seine Kinder Felken, er sagt, a grateful heart is a happy heart. Das meint, wenn er dankbares Hort hat, dann hat er ein ermutiges Hort. Und mir macht das auch Sinn. In Psalms redet das sehr viel von dort. Even wenn Dinge auch schwer sind, wir können dankbar sein und dann ermutiges Hort haben. Nach ich denke, als Dankbarkeit, das ist sehr wichtig für mich. Dankbarkeit, das so tun seine Lies zu dort merken. Ich weiß nicht, wie das mal Deutsch sein. Gratitude defies Satan's lies. Ich weiß das noch, als ich in 2017, als ich mein Leben handjäuf und meine Sinnen, wo ich Materialien deut, die verstärkende Sinn, wo ich bin, in mein Hort bin, wo keiner von weiß, wo ich immer wieder mit Trouble habe und immer wieder frisch fallen deut, als ich Gott das übergeben deut, als ich Jesus annehmen deut, und habe meine Sinn in aller Neim, dort schwindet, wo ich habe, dort wo ich mit strugglen deut, jeder Weg, jeder Monat, jeder Jahr, was immer das wird, wo ich immer wieder mit fallen deut, habe ich dort. Und ich werde frei davon. Und ich weiß, dass ein paar Monate wieder, ich wieder frei von, aber ich weiß, ein paar Monate wieder, dann kriegst du die Schlange in der Garten zu ihm vertrauen, nicht? Sehr, das selbe, das haben wir von der ersten Tag. Ich weiß, dass ich wieder allein tue. Ich bin ganz allein, keiner kann mir sein. Und ich habe mir die Gedanken durch, die Temptation. Dort ich soll war der Sinn tun, wo ich immer tue. Und es ist die Schlange dann das, nicht? Es ist die Suche dann das. Da haben alle Sorten, well, you know, bloß ein bisschen, oder keiner kann das sein, oder weißt du was, die hast halt so viel tun, oder you deserve it, die traf dort, oder was immer das ist. Was immer die Gedanken sind, weder das Süden oder Pornografie, oder was immer das ist, was einer mit schaffen hat, der Süden, der kann dann sein, das einmal jetzt mit anders. Das, wenn ihr nie das, das wird nicht tun, das und dort und jant. Das wird passieren. Und weißt du, was mir aufholen von das Sinn down? Ich weiß das noch, ich ging in das Stube nennen, als mir das nennen kam. Und meine Gedanken wären, meine Eier mit meinem Mund ist so viel besser, als das etwas gewas ist. Meine jährliche Leben ist so viel stärker und so viel besser, als das etwas gewas ist. Meine Sünden haben Jesus vergeben und genommen und mich frei gemacht von diesem Sinn. Wo kann ich dort in Gefahr bringen? Wo kann ich dort jeopardizing? Wo kann ich mit dort abgeben, was Jesus mir gegeben hat? Und dass wir dort Dankbarkeit dort haben, wo ich blödes andrehen deed und sagt, Satan, nicht von dir. Und ging derut. Und dann wie dort Eva. Und ging war schaffen, das war nicht wird. Aber dass wir mal Monaten wieder, und vielleicht ein Jahr wieder, wo ich drei denken deed, und dessen Kampf, wo ich den Tag, und dort wird, wo ich nie nannte, mein gradster Kampf. Und dort ist das erste Mal, wenn Jesus mich frei gemerkt, das erste Mal, wo einer war, weil Tränen anfallen,
nicht dort sehen, dort erst die Gradste kommt. Und von du wieder, wenn ich da gewähnt ist, was ich immer mehr sehen kann, über die anderen Temptations, was da kommen dann. Eine mit jeder eine nee sein, und für sure mit das erste Mal. Und jedes Mal. Aber die Dankbarkeit, was ich habe. Und wenn haben könnt, dort annehmen, was Jesus einem geben hat, dort ewig leben in Tisch für die Sinnen, die schwinschen Sinnen, was ich ihm geben hat, und dort ewig leben, was er mir geben hat. Wenn dort verstehen kann, dann hat eine sehr, sehr große Dankbarkeit. So, das so tun, der braucht die Jeng zu schaffen. Adam und Eve hatten so sehr dankbar sein, nicht? Das wären du im Himmel, nicht? Mehrskreis, in der Garten, alles, was ihnen fehlen hat. Wenn der wer hat sollt, content sein, wenn der wer hat sollt noch nicht fehlen, das wird Adam und Eve. Und wo das so tun, da sage ich, ja, aber weißt du was? Die hast alles, aber das ein Ding, was die nicht hast, das traf die auch. Das ein Ding, was Gott nicht gesagt hat, das fehlt die auch. Aber warum hat er nicht gesagt zu dir? Das hat was Geld von die Fuß holen. You know, es ist dort redet er diese zu Eve. Und wir können uns nicht nennen und dort. Psalm 48, Psalm 24 sagt dort, no good thing will he withhold from those who walk uprightly. So da wird der aufrichtig gehen, dat Gott wird nicht Geld von uns holen. Und du erwarte, wenn ich Geld sei, was meint Geld? Das meint nicht, dass ich nie ein Haus oder nie ein Tracker, was immer das ist. Was Gott weiß, was Geld ist, er wird das nicht von uns holen, wenn wir aufrichtig gehen. Und weißt du was? Schwere Titen sind gut für mich. Das ist egal angeworden. Ich muss schwere Titen haben, dass ich kann stark bleiben in meinem Glauben. So das ist ein gutes Ding. So kein gutes Ding, was Jesus von mir holen. Und einmal ist das schwere Tiden. Damit ich kann stärker werden. Zufriedenheit hat auch gegen Aufgangs holen, nicht? Aufgangs ist ab irgendein Ding, was sie dann mit dort strugglen, das andere vielleicht. Aber wenn Zufriedenheit hat, dann ist dort der Medizin für Aufgangs. Gott hat uns viel mehr gegeben, als was we deserve. Ich hatte diese Woche einen Tag ein Meeting mit einem Sales Guy bei der Arbeit. Und er hat uns erst was verstanden, was fehlt, was er uns will verkaufen. Und dann sagt er, auf einmal du zusammen dann sagt er, so dass die kostet leben, what you deserve. So that you can live the life you deserve. Something von bei der Beach sitzen oder so was dort. Ich weiß nicht, was das wird. Eigentlich brauche ich schaffen, sagt er. So you can live the life that you deserve. Und das bleibt bei mir bei. Wegen das Kind Gottes, wir wissen nicht, was uns treffen wird. Wenn es nicht für Gott seine genug wird, was ich deserve, was mich treffen wird, ist der Hall. Dass ich für immer eine Hall bin. So, und er sagt, ich will mir das Leben promissen, was the life that I deserve. Oh, no, das will ich nicht. Ich will Gott seine genug haben. Kriegst es King David. So sei ab Gott seine genug holen deit. Friedenheit hilft uns, in der Nu zu leben, in der Present. Wenn nicht zufrieden ist, wenn bloß so denken, dass, ja, wenn ich auch mal so gut aufhöre, oder wenn ich auch bei dir sehe, wo du bist, oder wenn ich so und so alt sehe, was immer das ist, dann leben wir nicht in der Present bin. Dann können wir von den Dingen, wo wir sind, die Blessings, die Segen, was wir nu haben für uns, rum uns, können wir uns vergessen. Das können wir da nicht sein. So, wenn wir Dankbarkeit haben, dann können wir das annehmen, was rum uns allerdings ist. Ich dachte, ein paar Wochen treten, flüge nach Mexiko, was Business zu tun. Und dann fehlt einem das sehr ungeduld, wenn einer in Mexiko will, Business sein zu tun. Das ist ganz anders als hier in den States. Anyway, das hat zu tun mit sehr viel Paperwork, sehr viel Phone Calls, sehr viel Signatures, Stempels, Menschen sein,
Notaria, waar we het dan hier, en de commandantia doen, dan mag ik op een doel gaan. Dan hier, dan zegt hij, oh, wie veel 5 copies. Oh, okay, dan mag ik hier gaan, wie veel copies. Dan zegt hij, no, we doen niet copies maken, die moet dort gaan copies maken. Okay, dan mag ik gaan sagen, Jana, der dat nicht doen. Okay, dan wat hij dat doen, maar dan zal ik zo en zoveel pesos tun voor jede kopie. En zo gingen we door op een doel, en je wil niet dit dat du zo van je vinden steun, maar dit moet je te veel langer steun. En ik word het aan, ik vang aan met je eierdeelig te worden, wel voets aan word ik nou eierdeelig. En dan vang ik een beeld aan met ze te oren holen met Allah, zijn gewöhnlich zo. Aber als ik de verlenging, dan dat is vielleicht een viertelmil, wat einer moet op een doel gaan, dan ging ik door naar op eenmaal een 10 meter naan. Weet je wat? Waarom merk ik me dat schwer met dit? Ik zie zo zeer gezinkt. En zeg de jink, dan op eenmaal dacht ik zo, man, weet je wat? Ik had het. Laat het zo lang duren als dat wel. Ik had het. En zo schwindt es mir dat, als ik dat Entscheidung is hoor ingesteld, de Entscheidung gemerkt dat ik dankbaar werd, dan op eenmaal dan kijk ik me om en de sky, die wordt zo blauw, de wolken, die leiden zo smak. En vang ik aan de mensen te zijn er aan mij, en vang ik aan te wonderen, wat den sie naar je schicht is, en wat den sie naar je schicht is. En dan ging ik zachter, dan kan ik beter oren holen. Dan heb ik veel schaafje te de commandantia en alle andere mensen. En bald dan weer weg. I mean, dat duurde wenig lang. De circumstances around me deden niet changen. Ik moest weer krijg de ganze procedure doorgaan. Maar weet je wat? Dat ging zoveel schijner. So, als ik dit studeerde, dan valt me erbij dat einer kan zich de Entscheidung merken, zum dankbaar zijn. Dat heeft niet te doen met wanneer ik zo en zoveel heb, of wanneer mir steht, dat dort gegeven wordt. God heeft ons dat einzige ding gegeven wat ons fehlen dat, en dat is zichzelf. En wanneer we kinderen Gottes zijn, dan hebben we dat en dan kunnen we verheven. In Ecclesiastes, ik Plautdietsch als de leraar, sehr schöne Buch. Welche Menschen gleichen das Buch nicht, aber ich gleiche das Buch. Es ist mit reich, mit interessant, aber das sage ich es steht. Glaub nicht, dass das frie Jahr besser wird als von dir. Ein kluger Mensch glaubt das nicht. So, wir sollen nicht glauben, dass der alle der und besser wird als von dir. Vielleicht sagen sie, oh man, nicht so wie es ich schon mal, nicht? Weil ein Tag, wo wir kriegt das sein von der. Und das so wie es ich immer. Weil wir zufrieden sind, in Frieden, in Dankbarkeit haben, dass wir können in das Leben nu leben. Und Dankbarkeit ist ein Testimony. Was sagst du nochmal Testimony? Zeugnis. Dankbarkeit ist ein Zeugnis. Wenn wir Dankbarkeit haben, wir haben ein Teil Dinge zum Mitteilen. Wir können ein Teil Dinge sein. So ich will sagen, die Üben gehen up, und dann kann sein, oh, das wird gestern passieren, oder 2 Wochen 3 passieren, nie habe ich die Blessing gekriegt davon, und das ist alles durch Gott. Das ist ein Zeugnis, was wir haben, was wir können mit anderen mitteilen. So, das ist, was wir weiten. Dankbarkeit ist eine große Gabe. Das ist eine große powerful thing what we can haben. Und wir können alle meine Dankbarkeit annehmen oder proben zu tun. Zum Schluss war der Vers 1. Thessalonians 5, Vers 16. Sagt, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will in Christ Jesus for you. Seid immer froh, holt on mit beten. Seid in alle Lehren dankbar, weil Gott dort in Christus Jesus von uns verlangt. So, wenn wir daran denken, wir wollen wegen schwere Zeiten haben, aber unsere Einstellung wird das sehr viel unterschmerzen, wenn wir Jesus haben. Wenn wir beten. Dankeschön Gott für deine Wort, für das Encouragement, den Mut, was dort uns geben kann. Die Geschichten, die die Band sind von King David und von Paulus. Und
En alle lerings wat wir kunnen kriegen, help ons die aan te nemen en te leren en wijzer te worden van die. Dat we kunnen meer van die vrede en genoeg beleven. Wenn die zijn door, die vrede en genoeg zijn door, behelp ons onze leven aan te reichen, dat we meer ruim gaan voor dat. Dankzij God voor dat eeuwig leven wat die ons gegeven heeft en voor das kerk en voor jeder wat van der is uitgekomen. Dit bidden we in die naam. Amen. Amen. Dankzij Willy voor de boodschap. Ik voel me convicted, bedrag. Er zijn dingen wat me daar in de kop komen, maar ik moet mijn instelling ändern en dankbaar zijn. Ik weet nog, als ik nog ganz hard in geloven wil, dat zijn al bij 13 jaar, 14 jaar terug. En de arbeid wat ik dan had, ik deed tractor voor en hier bij PJ Trailers. En de tractor wat ik aan de had ik een cab en ik weet nog, het is een dag dat we zeer koud bieden. Dat we in de 30 of 40, dat we die roetsboer wo dat vrieren wordt. En dat regen zei. En ik werd ganz nat en de arbeid moest we doen. Ik werd ganz nat geringd en ik werd vergrunst. En ik dacht, man, dat je dat woord hier buiten in een koud tractor voor. Maar op eens kwam ik krijg de gedanke aan wat Willy zei, dat wat mij traf de haal. Dat is wat mij traf net onjuist. En dan dacht ik zo, okay, dan is het verhebend niet zo bad. Ja, dat gaat niet zo schijn, maar dan vond ik ook dankbaar te zijn, weil ich wusste, wat mij trafen deed en wat ik niet hoorde, dat waren twee sehr verschiedene dingen. En dan bald, ik weet niet meer wat dat waren deed, maar eens dan vond ik aan te zingen am Tractor, dat regen, dat werd nat, dat werd kalt, maar ik vond aan te zingen, weil ich dachte, man, Gott sei Dank, ich sehe Rat, ich war nicht hier in der Halle und ja, dann fängt das an viel, viel besser zu gehen. So, vielen Dank schön, Willy. Ja, und weil wir dankbar sind, kriegen wir ein Wort unser Lehrer aus.